Okay, Freunde. Weiter geht beim schwarzen Auge. Und wir müssen noch ein Rätsel lösen. Das habe ich offline schon ausprobiert. Und so schwer war es gar nicht. Ja, pass auf, befindet sich draußen. Das war das Rätsel mit dem Götterkreis. Und da muss ich gerade die Zahlen eingeben. Die da draufstehen. Seht das? Die 5, die 12, die 1 und die 3. Ja, pass auf, 12 Götter. Scheiße, wir waren die Erste. Weiß gar nicht mehr. Zu Ingerem beten die Schmiede. Hier war es nicht. Die Göttin der Liebe. Warum hast du alles so kompliziert gemacht? Da auch nicht. Praios, der Götterfürst. Erster unter den Göttern. Der Praios, der erste Gott. Wir brauchen allerdings den 5. Der Boron. Dann brauche ich den 12. Das ist die Raya. Der erste ist der Praios. Und der 3. Der Effert. Und dann kriegen wir da eine Treppe. Pass auf, wo geht denn hin? Ein Kerzenleuchter. Er hängt genau über dem magischen Käfig. Ordnung muss sein. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runter ziehen. Weder rauf noch runter. Und da unten haben wir ein Artefakt im magischen Käfig. Eine Schrifttafel. Der Käfig des Asmodeus zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt. Was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Ja, ich schätze mal, da darf ich nicht einfach so reinfummeln. Ah! Seht das? Das ist nicht drin. Was zum Henker? Zum Henker. Warte mal. Da müssen wir bestimmt wieder improvisieren. Mit dem Mistgabel. Au! Oder der Tonkrug. Ah! Annik. Gut. Was habe ich auch erwartet? Der Krug passt nicht einmal durch eine der Öffnungen. Der Krug. Aber wir können den Krug können wir doch zerbrechen, oder? Was sagt man dann? Um der alten Zeiten willen. Die Tonscherben. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Die Tonscherben im magischen Käfig. Und die können wir doch wieder zusammensetzen. Wenn ich jetzt oben durch den Krug greife. Au, verflucht! Nein, so nicht. Von oben durch den Krug. Wie schaut denn aus? Möchte sich abseilen. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runter ziehen. Oder mit dem Mistgabel fummeln. Annik. Warum sollte ich? Das Zauberglas. Was sagt die Weinkaraffe? Von hier aus würde der Wein direkt in den Käfig fließen. Aber die Karaffe lässt sich hier schlecht aufhängen. Sie lässt sich nicht aufhängen. Keine Zeit für Experimente. Das ist keine Hilfe. Ein Trichterhut. Ein Trichterhut. Warte mal. Ein Trichterhut. Aha, das ist ja. Jetzt kann ich vielleicht da beschütten. Oh Gott, schon wieder gute Wein. Ja, es hat allerdings den Reif ausgeschwappt.
Das Artefakt des Sehers. Thomas. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Okay, Mona. Das Artefakt haben wir. Und damit düse jetzt zum Feenforscher. Der Mann kann sich auskennen. Ja, pass auf, wie hat der geheißen? Der Giacomo. Wir müssen reden. Schau, Giacomo. Der Reif des Sehers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig, es scheint wirklich die Seele von 2 Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort, löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Ja und? Mann, Bin gleich zurück. das war alles. Mehr nicht. Jetzt habe ich da das Artefakt, aber kommt trotzdem nicht weiter. Das war das Bücherregal, das habe ich schon durchforstet. Scheiße, tun jetzt. Ja, was denn? Warte mal. Da war doch irgendwo dieser verblödete Magier. Was der was? Eius causa discimus. Eius causa discimus. Ja gut. Auch noch nicht gescheiter. Jetzt schauen wir mal. Scheiße. Schauen wir aus. So, die faule Leiche liegt immer noch umeinander. Die rennt aber keiner wickert. Da war nix mehr. Da hinten geht's am König. Und da sind wir bei ihm daheim wieder. Haben wir was verpasst? Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Natürlich nicht. Natürlich nicht, Doktor. Das war die Kleiderkisten. Der Dreifuß und die Öllampe. Sie steht da, wo sie stehen muss. Die Schublade ohne Boden. Das Bettel. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Die Harfe. Aber, wie finde ich die? Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Die Schrift ist winzig. Du, warte mal. Wir haben doch eine Lupe. Geht die Was doch? steht hier geschrieben? Jawohl. Rabenspitze. Was hat das zu bedeuten? Die Rabenspitze. War die von Bedeutung? Scheiße, warte mal. Düse mal zurück. Über die Rabenspitze kann vielleicht der Feenforscher was wissen. Wenn wir Glück haben. Ja, bei der Feenforscher. Außer mit Informationen. Wir müssen reden. Seht das, die Rabenspitze. Sagt euch Rabenspitze etwas? Das hat Gwynling auf seine Zeichnung der Harfe gekritzelt. Wenn das nicht der Name eines Berges ist,
Vielleicht findest du einen Hinweis in den derographischen Werken der Bibliothek. Bin gleich zurück. Informationen in der Bibliothek. Aha. Mann, irgendwas muss ja gut sein. Geographia. Und da haben wir jetzt die Rabenspitze. 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 Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Im Steineichenwald. Ja, und jetzt? Wir müssen reden. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Pass auf, was interessiert mich? Der Fokus. Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Ja und? Das alles? Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du 2 Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Zauberwort ändern. Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Sehers blieb ihnen verborgen. In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Pass auf, da mache ich mal einen eigenen Vorschlag. Wie wäre es mit... Wir nehmen Satinav. Satinav? Eine sehr gute Wahl. Satinav soll es sein. Und jetzt Kimmerbrecher. Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nuri zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so begehrt. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nuri. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Leb wohl und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm.